Die Mutter eines kleinen Elfenjungen ist erkrankt und wir müssen ihm helfen. Hier bei Tales of Symphonia Chronicles geht das Abenteuer weiter mit der blauen Blumen und allem möglichen. Und ja, ich würde jetzt die Frage, wie kommen wir überhaupt weiter? Ich habe so eine leise Vermutung, aber trotzdem erstmal gucken, ob diese Vermutung sich auch bestätigen lässt. So, das heißt, wir mal ganz kurz hier rüber gehen und dann mal hier drauf, weil hier ist eine blaue Blume gewachsen. Und man wird jetzt hier irgendwie weiterkommen. Sprich, irgendwie betätigen und... Da kommt ein Fisch. Da drüben gibt es ebenfalls blaue Blumen. Dann prüfen wir das mal. Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber okay. Also da ist irgendwie ein Fisch aufgetaucht, dass ich da irgendwie, was ich richtig gesehen habe, auf das andere Rosenblatt hier gesetzt, oder? Also jetzt gucken wir jetzt das lenken oder wie? Nö, passiert gar nichts. Ja. Du doch doof, aber was willst du machen? Die Frage ist jetzt, komme ich jetzt irgendwie hier wieder zurück? Oder wie soll ich da jetzt am besten vorgehen? Okay, das ist die Abkürzung. Ja. Gehe ich mal hier hoch und dann darüber und mal gucken, was ich da drüben noch so alles finde. Dort unten ist nochmal so eins. Moment, wir sind gleich da. So, jetzt aber. Das ist eine Kiste, wie kommt man da ran? Ja, das finde ich doch jetzt mal ganz genial. Das ist doch einfach wunderbar. Okidoki. Ansonsten finde ich jetzt gerade momentan keine andere Seerosen, blaue Blumen, die ich irgendwie betätigen könnte. Also wird das wohl die richtige sein. Hoffentlich ist die bereits in mir Frucht drin, wenn es so ein bisschen seltener Fundort, aber okay. Oh. Okay, jetzt... ja, ist klar. Die Frage ist jetzt, wir haben ja irgendwie die pinken Blumen, wir haben jetzt die blauen Blumen, und jetzt haben wir den gelben Samen. Den weißen Samen natürlich. Die Frage ist natürlich, die weißen Samen hat das mit den Fischen zu tun? Fast so aus, wa? Ich muss da mal ganz kurz runter. Oh, runter gar nichts. Ich will ihm nicht wehtun, aber es muss wohl sein. Oh nee, das ist mir zu doof. Ich will erstmal wissen, was der weiße Samen ist. Kämpfen kann ich auch. Habe noch was zu betätigen? Ah, da drüben ist noch etwas. Blub. Und einmal Cookie. Was ist hier los? So. Schickt er mich jetzt oder wie? Der schwimmt noch weit. Hä? Ja, frag mich da auch. Was soll das werden? Was war denn das? Ich verstehe es nicht. Ist der Fisch also irgendwo da drüben war? Müsste etwa hier sein, ne? Sogar hier. Da ungefähr, hat aber eigentlich nichts gebracht. Geben wir hier nochmal eine. Lass die Glocke erklingen und nicht die Glocke erklicken. Ja, hat sich ja voll gelohnt. Ich verstehe teilweise seinen Sinn nicht. Jetzt gar nichts machen, wir können natürlich auch da drüben noch was machen. Wenn ich an dem Kleinen vorbeikäme, was noch nicht geht. Na okay. Ohne Flugviech versuch ich's, dann ist nicht so schwer. Und er ist sauer und die Eruption wird seine Kleinen erlegen. So wie es auch klingt. Es ist Wildschweinbraten-Time! Obelix hat Hunger! Jetzt der letzte, komm schon. Bam, ist er voll aufgeschlitzt durch die Augen hindurch, ey. War das fies?
So, mal gespannt. Sesam, erhebe dich! Was reagiert der, wa? Nee, doch nicht. Ey, du bist schon ein Fischfood, das ist schon klar, wa? Okay, die Kleinen machen nix. Ich meine, der Große macht die Kleinen nix. Haut das ab? Hä? Muss ich irgendwie den weißen Samen zuerst vergrößern? Ich versteh's nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Du. Nö, das ist mir echt zu hoch. Ich glaube nichts mehr, oder? Oder kann ich da irgendwie da hinten noch aufnehmen? Nö. Okay, hier ist also nichts mehr. Hier haben wir vermutlich... Oh! Wollen ganz übersehen. Das gegenschlägt. Hä? Ah, okay. Ja, geht doch mal da hoch, Leute. Achso, hier geht's natürlich nicht, war ja klar. Komm herbei. Und das Ferkelchen, das hat sich geopfert für unseren Wohlstand. Ein Sonnenpanzer gefunden. Was soll das jetzt sein? Okay, wer ist denn der jetzt? Das ist eine gute... Ah, Moment mal, ich hab's schon. Ah, nur 4 Titanium ist ein bisschen wenig, wa? Okay, sogar nur 2. Ne, okay, nehmen wir es natürlich bei ihr. Mithril gegen Sonnenpanzer. Viel besser, wenn ich mal dabei bin, mein Thema. Wriggle raus, da kann man mal Presseran, aber ein bisschen Abwechslung. Im Kampf Zelos gegen Gine, sowieso nicht. So, der weiße Samen. Echt mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, und jetzt? Diesmal ist eine weiße Blume gewachsen. Ich bin sicher, von denen gibt es weitere. Ja, für dich auch. Die Frage, die mir mehr interessiert, ist, was bringt die überhaupt? Ah, hier hätte es springen sollen. Okay, aber dann... der 5i. Das kennen wir ja. Da ist eine Sturmklaue. Das sind Feuerwespen. Okay. Das ist ein Okrot. Was soll das sein? Sehe ich zum ersten Mal. Und deswegen wird es jetzt auch erledigt. So wie Presea im Dual Park. Greifen an. Greif an. Okay, mehr Remindattacken. Aber der Vieh hat nicht drauf. So, jetzt kommt der Rabe dran. Der Rabe muss fallen. Was für ein Geier das auch immer sein soll. So, komm schon. Dankeschön. Und auch die Feuerwespen sind kein Problem. So, bitte springen, wenn ich bitten darf, Lloyd. Lloyd, so, jetzt. Was für Henker? Ah, okay, bringen wir hier hin. Sehr interessant. Was ist das verfluchte Schwert von Nebilim? Ach ja, die verfluchten Schwerter, müssen wir noch was erklären. Und zwar, also ich weiß nicht genau, ob das wirklich so stimmt in der Form, Art und Form, aber es soll so sein. Wenn man alle verfluchten Schwerter oder Waffen findet und diese zu diesem, oder irgendwas anderes, auf alle Fälle gibt es dann irgendwie einen Bossgegner am Schluss, der alle Waffen sich vereinigt und dann noch stärker sein soll als der Endgegner des Spiels. Also irgendwie so ein inoffizieller Endboss, der stärkste in allen ist und so, ganz crazy. Tja, mal gucken, ja, vielleicht schaffen wir das sogar noch im Let's Play. Erstmal die Holzkiste runter, was bringt's überhaupt? Dass ich nicht runterkomme, sehr schön, und jetzt bin ich wieder zurück.
Okay, die Frage ist jetzt nur, wo habe ich die Kiste hingepachtet, weil ich habe mir gar nicht mehr einen Ort. Ich habe keinen Schimmer, wo der Ort gewesen sein soll. Crazy. Ah, genau, wollte ich schon sagen. Ja, aber da habe ich nur so einen Ort noch. Ganz schön viel Arbeit für so eine kleine Frucht. Aber irgendwie ist auch cool, muss ich zugeben. Macht durchaus Spaß. Hilfe, was ist denn hier? Was hätte für den Fall, dass ich jetzt das gar nicht gemacht hätte drüben mit der Kiste? Die war ja vorhin hier, war? Ein Keiler und 2 Frischlinge, du, ja, die sind noch drin, Ohren, du. Aua! Das tödliche Nasenloch-Sturmattacke, was auch immer das sein gewesen sein soll. Tödliche Nasenloch-Sturmattacke, kenne ich irgendwo her. Ich überlege gerade. Ah, genau, Yu-Gi-Oh! Das war erste Staffel, der 1000-jährige Drache von Joey, genau. Tödlicher Nasenlochsturm. Genau so war das ja. Mein Gedächtnis, ey. Teilweise doch gar nicht mal so übel. Okay, den hat er hier. Schön, hat sich voll gelohnt. Nee, eigentlich schon, aber... Ich bin noch überrascht, wie wir jetzt hier so an die Yrmir-Frucht kommen sollen. Okay, habe ich hier nur noch etwas Weißes gesehen oder übersehen wohl eher? Nee, da war da. Moment mal, ich habe doch gerade... schauen wir doch nichts. Okay, gehen wir mal hier entlang. Da unten ist auch nichts. Da oben ist noch was. Ich komme noch an der Raupe vorbei. Ach ja, also dem am Feuerwesten. Ne, ich habe gar keinen Bock drauf, Freunde. Es dauert immer so lange, weil es fliegende Gegner sind. Wo führt mir die Reise jetzt hin? So, muss man ganz kurz was trinken. So, by the way, weil ich hoffe, es stört doch nicht besonders. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn zum Henker jetzt? Ah, jetzt bin ich hier. Ist ja sehr schön. Ich spiele die falsche Taste. Entschuldigung, bin noch ein bisschen zu sehr im Dragon Ball Fieber drin. So, jetzt kommen wir da rüber oder was? Nee, das nicht, vielleicht kommen jetzt die großen Fische da durch. Nö, auch kein Bock. Okay, der Fels ist jetzt weg. Der Fels in der Brandung ist schon mal sehr vom Vorteil. Du. Die Frage ist trotzdem noch, wie zum Henker hilft mir jetzt das weiter? Ist noch irgendwo etwas, was ich gerade irgendwie übersehen habe oder so? Ich sehe momentan gerade nichts Neues, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Moment mal, irgendwas mit dem Fisch war doch hier, oder? Du. Ja, taucht ein Fisch auf, dann verschwindet er wieder, oder? Okay, also nur zum irgendwie den Weg verfolgen war. Also ich hoffe jetzt mal, dass der Fisch jetzt irgendwie da runter schwimmt. Verstehe es nicht ganz, dass er uns bringen soll, aber naja, wir werden es ja gleich sehen. Also der Fisch kommt ja auch von oben, der schwimmt nach unten und dann irgendwie kam nicht weiter. Das letzte Mal, jetzt ist der Fels weg, also müsste jetzt... Hä? Im großen Fischen oder was? Ich versuch's nochmal. Warten, bis der große Fisch da weg ist. Der fährt immer die gleiche Strecke, ist der Wahnsinn, ey. Jetzt geht er zurück, okay. Jetzt kommt er vielleicht runter. Wenn nicht, dann muss man was anderes überlegen.
Okay, jetzt... Ja, doch. Ja, und jetzt? Ja, du ist richtig. Verstehen kannst du, was das soll? Der Fisch, der geht hier runter. Ist natürlich alles schön und gut, aber was bringt mir das? Da drüben noch irgendetwas? Oh ne, ist eine Kiste. Da ist eine weiße Blume, aber nope. Das war mit X war wohl nix. Jetzt bin ich hier wieder. Toll. Das bringt auch nichts. Ah, Moment. Jetzt habe ich es vielleicht. Zurückspringen, du. Ja, jetzt da durchgehen, da drüben. Wenn wir gesehen, der Fisch sind wir von einem Ort zum anderen gegangen. Vielleicht kommt er jetzt ja hier durch. Wobei, was bringt's mir? Aber klingeln kann ich ja mal. Ja, also voll gelohnt. Okay, jetzt bin ich bereits am Ende meines Lateins. Was soll ich jetzt noch machen? Weil ich war bereits über dort, wo die weißen Blumen waren. Ich bin zwar irgendwie vor einem seltsamen Ort hin teleportiert worden durch die Krähen, das zwar schon, aber keine Ahnung, wo der sein soll. Ja, hier oben war es, bin ich jetzt an einen Ort hingelangt. Wo war denn der? Der muss irgendwo, aber ich war doch jetzt schon überall. Was habe ich irgendwie übersehen? Da braucht es nichts, da auch nichts. Da war ich auch schon. Ah, drüben ist die Kiste. So, jetzt natürlich auch. Moment mal, jetzt kann man da drüber. Gut. Ja, ich hab's. Also muss die ganze Zeit wieder zurückgehen, wa? Ne, Moment mal, geht natürlich was anders. Moment, bin ich jetzt hier rübergekommen? Genau. Über Stock und Stein. So, da war ich glaube auch schon, wa? Jetzt bin ich mir ganz sicher. Trotzdem mal ganz kurz testen. Du. Sonst ein Raupenmeer, toll. Ja, was bringt das? 1,3. Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht ganz, oder irgendwie die Fische füttern oder wie? Keine Ahnung. So, gehen wir jetzt mal rüber und jetzt sind wir natürlich hier bei den Schmetterlingen schon wieder. Hat es hier drüben noch etwas? Nö. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ah, da haben wir es. Sind wir eine Jungenfrucht? Dann, wir kommen nicht dran. Wasser schwimmt ein gefährlich aussehender Fisch. Ob diese kleinen Fische uns helfen können? Ah, dafür sind die da. Aber die Frage ist jetzt, die kleinen Fische kann ich nur durch die blauen rufen. WTF, wo ist denn jetzt so ein blauer? Moment, da drüben noch. Ah, da drüben, ja, jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt ist alles klar. Und ich streife jetzt den Flügel. Und ich hau ab. Tschüssi, Kowski, kein Bock mehr drauf. Ich will die Ymir-Frucht einsammeln. So. Komm herbei, lieber Fisch, und bring mir die Frucht. Blub, blub, blub. Ja, gib sie mir. Nicht vorbeifahren, du sollst mir geben. Mist, jetzt müssen wir wieder ganz vorne anfangen. Ja toll, was, der Fisch soll das mir bringen, was soll der ganze Quatsch? Och, Alter. Okay, wir sehen schon, die großen Fische müssen jeweils weg. Die Frage ist los, wie schaffen wir das? Wie bringen wir die großen Fische dort weg?
Zumindest den da. Ist der irgendwie gefangen jetzt? Weil es sieht echt so aus, als wäre er zwischen Rosenblättern gefangen. Nee, das ist doch Quatsch. Okay, der schnappt die Irrenfrucht. Der guten Appetit dann auch. Ach du Scheibenkleister, was sollen wir jetzt machen? Ich kann sicher irgendwie mit diesem Würmern bei diesem Fisch was ausrichten. Die Frage ist bloß genau wie, weil die fallen direkt runter, aber gar keine Chance, das zu machen. Ja, ist natürlich auch klar, es ist alles ganz... Ich verstehe es ganz nicht. Okay, hier war schon wieder der Schmetterling. Jetzt denke ich mal, wir können die Frucht irgendwie ein bisschen im Wasser lassen. Und der Schmetterling ist weg. Gut. Was muss ich die benutzen? Moment mal. Das könnte vielleicht klappen. Und die Frage ist, wieso? Soll ich jetzt die benutzen, hä? Wieso denn? Okay, der schnappt sie, sehr schön. Ja, und jetzt? Achso, ist da weg, jetzt kann ich da... Das soll sehr funktionieren, wa? Ja gut, also am Anfang hieß es von etwas, wir sollten den Schmetterlingen vertrauen, tun wir das mal und gucken, wo uns die Schmetterlinge genau hinführen. Also der jetzt das Ganze in Ruhe lassen soll, bin ich jetzt noch ein bisschen pessimistisch. Okay. Mal gucken. So, ich weiß, war das bereits vorbei, aber keine Sorge, das Spiel Knoll ein bisschen länger dauert. Ich will jetzt erstmal testen, was passiert. Okay, verstehe. Die Fische leiden wohl an Altersschwäche, wie es aussieht. Mann, eben noch einen kleinen Weg, okay. Ne, wir machen es echt mal so, dass ich jetzt mal den Schmetterling vertraue. So, wo ist der nächste Schmetterling? Wo muss als nächstes hin? Drüben, was schon wieder? Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es in... Ach so, wegen dem Rüberschwappen war. Ja, genau, Leute, hat er gesagt, wenn die drei Raupen runterfallen, dann schwappt das Wasser ganz schön über. Das Spiel, es gibt eine kleine Welle und die brauchen wir natürlich, damit die Frucht weiter treibt. Oder? Ja, tatsächlich. Ist das krass? Okay, jetzt bin ich natürlich hier. Ah, wie lange braucht er für einen Wurm, ey? So, was ist das da? Gehe ich mal da rein. Aber echt mal ein geiles Rätsel, oder? Sowas musst du erst mal einfallen lassen. Zu Beginn denkst du einfach, hey, was soll das alles werden? Das bringt das gar keinen Sinn und alles. Und plötzlich, oh, ja doch, da ist ja alles nur geil. So, wo ist die Frucht? Die ist jetzt da drüben, wa? Okay, zu welcher muss ich jetzt? Ich schätze mal natürlich dort ist bereits, dann... Du wartest bitte da oben. Na, Moment mal. Geht natürlich nicht. Weil der Fisch, der bleibt dort oben. So, jetzt aber. Verumdreht, schnell. Nein, ich hab doch gerade...
Alter, come on, der Fisch hat doch gerade umgedreht. Was ist denn das für eine Scheiße? Och, Alter, muss alles von vorne machen. Ist das mies, ey. Dann kommt der natürlich wieder und dann von wegen da unten. Oh, ist klar, jetzt kommt natürlich durch. Vorhin war es natürlich nicht so. Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich nach Strich und Faden. Es ist nicht mehr zum Lachen. Ja, Das ist laut sagen, Leute. Egal, wir wissen jetzt, wie es geht. Ich muss da echt irgendwie aufpassen, dass sobald der Fisch langsam nach links dünkelt, muss er sofort da loslegen. Weil ich dachte, ja, wenn er nur langsam nach links geht, dann kann er trotzdem nach rechts nachschielen und sieht, da kommt ein Fisch mit der Frucht, okay. Ich mal zubeißen, aber nee, macht natürlich nichts. Sprich, jetzt dürft ihr das gar nicht machen, aber jetzt müsst ihr direkt draufdrücken und dann dürft ihr vorbei fischen, sag jetzt mal. Vorbei schwimmen. Ach, Menschenskind, ey. Das Ganze normal machen. Egal. Das war relativ schnell, also das mache ich nicht mehr heute, Freunde, das mache ich im nächsten Part, das muss ich erstmal abspeichern. Denke mal, so geht es natürlich nicht mehr, oder? Nee, war ja klar. Sprich, ich gehe jetzt mal hier rüber und suche mir das Safe. Wo war das schon wieder? Und jetzt war es soweit, Moment mal, kann ich jetzt hier raus und dann, oder muss ich alles von vorne machen? Aber sehen Sie dann. Ah, sind alle 3 ist gut. Ist geil. So, Freunde, ich speichere mal hier und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Tales Symphonie, wo wir dann endlich die Yrmir-Frucht pflücken werden und vor allem aufsammeln werden und dann gucken mal, ob wir in die Stadt der Elfen gelangen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.